Wutrobnie Witajcie, herzlich willkommen zur 6. Folge unseres Soblex Tutorials. In dieser Folge möchte ich euch die Soblex Rechtschreibprüfmodule vorstellen. Welche Rechtschreibprüfmodule gibt es? Zunächst einmal für LibreOffice bzw. OpenOffice. Dieses Rechtschreibprüfmodul für die kostenlosen Büroprogramme hat den größten Funktionsumfang von allen Soblex Erweiterungen für Office-Programme. Es bietet Rechtschreibprüfung, Silbentrennung und ein Synonymwörterbuch, auch Thesaurus genannt. Ebenfalls empfehlenswert ist das preisgünstige SoftMaker Office bzw. seine kostenlose Variante FreeMaker Office. Auch hier hält Soblex ein Rechtschreibprüfmodul bereit. Weitere Rechtschreibprüfmodule gibt es für den Firefox-Browser, das E-Mail-Programm Thunderbird sowie Microsoft Office für die Versionen 2007 bis 2016. Detaillierte Installationsanleitungen für die einzelnen Programme findet ihr ebenfalls auf der Download-Seite. Wir haben das Rechtschreibprüfmodul für LibreOffice bereits installiert und schauen uns nun die Erweiterung genauer an. Welche Version der Erweiterung installiert ist, seht ihr unter Extras, Extension Manager. Wir klicken nun auf Updates prüfen und sehen, dass eine neuere Version bereitsteht. Alternativ macht LibreOffice diese Prüfung von Zeit zu Zeit selbstständig und bringt eine entsprechende Meldung in der Titelleiste. Wir klicken nun auf Installieren und das neue Update wird installiert. Sicherheitshalber starten wir LibreOffice neu. Nun schauen wir uns den Probetext an. Wir sehen nur wenige unbekannte Wörter, die unterringelt sind. Wir fügen jetzt absichtlich einen Fehler in den Text ein und schreiben Tukwilnu mit K. Schon ist das Wort unterringelt. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf das Wort und bekommen eine Korrekturmöglichkeit präsentiert, die wir auswählen, und damit ist das Wort korrigiert. Über das Synonymwörterbuch haben wir schon in Folge 4 berichtet. Hier noch kurz ein Wort zur Silbentrennung, die die speziellen Trennregeln für sorbische Wörter kennt. Wir sehen am rechten Rand eine Lücke beim Wort Zapodaca, also eine mögliche Stelle für die Silbentrennung. Diese rufen wir über Extras, Sprache, Silbentrennung auf. Wir sehen nun das Wort Brustwo und sehen eine vorgeschlagene Trennstelle, die wir mit den Links- und Rechtspfeilen verschieben können. Klicke auf Trennen und schon ist das Wort getrennt.